Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Ich habe tatsächlich vorgestern hier meinen Aufnahmestopp gemacht und es ist auch für mich wirklich vorgestern. Und zwar ist halt Ostersonntag und ich Heidekind mach am heiligsten Tag der Kirche nichts anderes als The Walking Dead Aufnahme, grad war das. So, und zwar wollte ich das saubere Abschluss haben, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon die freie Tage, kann ich es auch nutzen für Aufnahme. Und dann mache ich tatsächlich auch heute hier das saubere Anfang und muss nicht irgendwie dazwischen noch eine Aufnahme wieder aufhören, das wäre etwas blöd gewesen. Genau aus dem Grund mache ich jetzt hier einen sauberen Anfang und schau mal, wie weit wir halt kommen, wo ich auch mal wirklich Zeit davor habe. So, lass die Kinder zu mir kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kommt wieder die Zusammenfassung, nämlich auch wie bei jeder The Walking Dead Staffel. Previously on The Walking Dead, Jo. AJ and I had been searching for a long time for some place we could call home. Just when we thought we'd found a huge stash of food, it turned out to be a trap. That could have been the end. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlon, the leader of a community living inside an old boarding school. It felt like a chance at having a home, a real one. We had to go back to the train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. When AJ distracted him, I shoved him into a pack of walkers. I found Marlon and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlon traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. He attacked Brody and locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlon stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Violet backed me up. I attacked Marlon and made him drop the gun. I told him we could fix things together. But then, Marlon was dead. And AJ pulled the trigger. He remembered what I'd taught him. To always aim for the head. Alter, ich habe jetzt wieder eine mega dicke Gänsehaut. Ist das heftig. Aber wie geil das auch immer zusammengefasst wird. Jetzt bin ich natürlich tierisch gespannt, wie es hier weitergeht, aufgrund von den Ereignissen, die halt schon mega heftig waren. Boah, Mann. Erinnert an eine ähnliche Situation in Black Summer, falls ihr das auf Netflix gesehen habt, zufällig diese Serie. Da sind die Kinder im Prinzip, oder zumindest Kind ist in eine ähnliche Situation gekommen. Das ist halt so heftig zu bewerten, das Ganze. Also man weiß nicht, wie man es bewerten soll, gerade weil es ein Kind ist. Und mit Kindern geht man ja in der Situation, in der Plage, Krisensituation, völlig anders um als mit dem Erwachsenen, wobei die teilweise auch wie Erwachsene sind schon. Das macht es halt mega schwierig, meiner Meinung nach, das Ganze zu bewerten. Ich finde, er hat es halt nicht besser gewusst, ne? Aber man muss ihm auch beibringen, dass das scheiße war, was da gelaufen ist. Made you some coffee. It was in the kitchen. Tin said that I can have some. I didn't steal it. Okay. I'm surprised you remember how to make it. We haven't had coffee in a long time. You put it in hot water. You're right. Thanks. Aber jetzt wohl Konzentratkaffee Last sei. night, with Marlon, I heard Lewis and what he called me. Am I a murderer? Prinzipiell ja. Ist er. Aber er hat es nicht besser gewusst. Oh my God! Shit! We could get medicine from the nurse's office. He's dead. They killed
kid blew his brains out. Scheiße. You shot him. He's dead. You're a murderer. Marlon, he was down. You had him beat. Ja. What the fuck did you teach this kid? Lewis called me a murderer. But we're supposed to kill bad stuff. Monsters. Oh Mann, Did I Mann, do it Mann. bad? I thought Marlon was bad. He killed Brody. He kept telling lies. Ja, aber... Lewis was right. Sometimes people do bad things, like Marlon did. But when you shot him, he wasn't a threat to us anymore. Genau das If you muss man kill someone beibringen. when they're no longer threatening you, that's murder. Richtig. Das muss man mir jetzt beibringen, auch auf die harte Tour. What are we gonna do? Dein Verhältnis zu AJ hat sich verändert. Oh oh. Ja. Die sind generell ziemlich aggressiv gerade. all of you! You talked Marlon down, and then they fucking murdered him. Take AJ, go inside. Come on, let's go. Oh, just let them go back to the dorms? What happens the next time one of us does something this kid doesn't like? Should we expect a bullet too? That's not what happened. It's exactly what happened. Leck mich, It was Louis. over. The Nee. little Mr. Trigger Happy decided otherwise. Boah. He wouldn't do that. He'd never hurt any of you. Naja, die Ente hat Gebisse. Marlon Louis wird threatened sich daran us. erinnern. AJ pointed the gun first. We get it, Lewis. Just back off, okay? Backed off? Seriously? Oh Gott, ist diese Situation, Alter. Clem, if I'm a murderer, am I gonna die too? What? No. Well, I think murderers are like monsters, and I know what happens to monsters. Nothing good. Nothing good at all. Oh Gott. AJ, you're not a monster. They think I am. I wish they didn't. We're going to fix this. You and me. I'm going to help you atone. Atone? It means make up for what you did wrong. We'll make it all right with the others. Ob sich das noch reparieren lässt? Someone help me with this. Saved you from that car wreck, and you fucking murdered him? Get back, Mitch. Get back. Oh oh. What? You gonna let him kill me too? Then who's next? A Sim? Willie? Haven't enough people died tonight? Brody, Marlon, we can't keep killing each other. Fuck are you saying that to me after what he did? Mitch wird sich das merken. Screw both of you. Also jetzt nochmal aggressiv vorgehe, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Vorgehensweise in der Situation hier. Hey, what is it? You've killed a lot of people. You murdered your friend Lee, didn't you? What? Ist kein Mord. You said he was handcuffed. He wasn't a threat. Ah, Mann. So, that means you murdered him. Nee, das ist was anderes. Du wagst es, mich das zu fragen. Ja, das ist hier. Das war nur der Gnadenstoß. I killed him because I loved him. I didn't want him to suffer. How? He'd be dead. He would have turned. I didn't want that for him. AJ wird sich He daran deserved erinnern. better. Ja. I love you, Clem. Och. I love you back. Och, Mann. Die Sache ist halt, es ist auch immer noch nicht eindeutig geklärt, finde ich jetzt zumindest, wer AJs Vater ist. Ob das der gute Alvin war oder tatsächlich der psychopathische Carver. Und Carver war halt ein Psycho. Violet said to come get you for the funeral. Und manche Gene setzen Really? sich vielleicht dann doch We durch. used to have them more. Then we stopped. It seems right though. I brought you something. Hier wurde mein Fuß noch geknackt. I figured you'd be afraid, with everyone all upset. Och Gott, das But ist aber auch you were lieb. brave last night. Like a firefighter. No, firefighters are good. I'm a murderer.
No, you're not. You gotta have a trial first. They decide that stuff in a courtroom. That's how it works. Worked before. Ja. Back then, there were all kinds of rules about who was innocent, who was guilty. Ich It was bin nur complicated. Sarah. We have to decide things for ourselves now. We can't rely on other people to make the rules for us. Jo. Who decided you're a murderer? Ich. Clem. But she's right. So's everyone else. I think you're okay. Och. You sure you don't want your firefighter? You should keep him, 'cause you're good like him. But maybe we could play with him later? Together? Sure. After the funeral. They buried them already. Vile started soon. See you out there. Okay. This is gonna be hard. Ja. Everyone's going to be upset. We need to show them we care, okay? Okay. Obligatorische Let's Play Nasekratzer. Okay. Wie gesagt, ich fand das jetzt wichtig, ihm zu sagen, dass das, was er gemacht hat, moralisch vollkommen falsch war. Damit er es nicht noch einmal macht. Einfach jemand, der besiegt ist und sich ergeben wollte, im Prinzip, und mit dem ich gnadenvoll umgehen wollte, einfach hinzurichten, das geht nicht, das war Mord und das muss man ihm auch klipp und klar sagen, sonst macht er das immer wieder und wird zu so einem kleinen psychopathischen Serienmörder. Das sollte man unterlassen, deswegen sollte man ihm noch die gute Werte mitgeben und ihm sagen, wenn er Fehler macht. Auf der anderen Seite ist es ein Kind, er wusste es nicht besser und hat das noch seiner Moral gehandhabt und ich, wie gesagt, man weiß es immer noch nicht, wer sein eigentlicher Vater ist. Wenn es Alvin war, müssten sich eigentlich relativ gute Gene durchsetzen und man kann halt sagen, okay, es ist ein Kind. Oder es ist tatsächlich Carver und da ist ein bisschen was von Carver durchgeblitzt und der war halt ein Psycho. Ja, ich will einen Schluck Kaffee, das ist das Wichtigste. Zumindest für mich morgens. Noch bevor ich ins Badezimmer gehe, trinke ich meinen Kaffee. So. Time to go? Soon. Noch nicht, Kleiner. Aber das wird richtig heftig, glaube ich. Also da haben wir schon eine beschissene Ausgangssituation. Beschissenere könnte es kaum gäbe für uns eigentlich. At least these won't die. Ich mach dich fertig, so wie ich Marlon fertig gemacht habe. Okay, da hat er den Kaffee gekocht. Das war wahrscheinlich so ein Instant-Kaffee, ne? Sagt sie überhaupt nichts dazu? Okay. Lächelt nur. They look Tanzzeichnung? good together. Do you think his is better? Och, Oh, hier I ist like them es. both. Ach, das ist schwierig. Also der Clay ist wirklich schwierig, weil der auf der Stroß aufgewachsen ist. Es ist meiner Meinung nach unglaublich schwierig, mit dem Kind umzugehen, weil er teilweise so erwachsene Tendenzen aufweist mit kindlicher Naivität noch. Das ist richtig heftig, mit dem Clay umzugehen. So. Okay. Kryptisches Geräusch. Und hier nichts mehr. Alle hopp. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und gehen wir zur Beerdigung. Ready? Muss ja wohl, ne? Ja, das wird jetzt ganz besonders reizend. Vor allem Mitch, den haben wir bisher noch gar nicht kennengelernt. Und der macht mal einen sehr aggressiven Eindruck. Und Louis könnte gefährlich wäre für uns. AJ entwickelt sich so, wie du es ihm beibringst. Ja, ich wollte ihn eigentlich nicht beibringen. Du brachtest ihm bei, seine Taten zu bereuen. Sehr gut. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Geht zur Beerdigung. Ja, also Ruby wird AJ wahrscheinlich nicht leiden können, weil die immer noch beim Kopfschuss gedacht hat, sie könnte hier Leben noch initiieren und ihn irgendwie nochmal mit Medizin retten beim Kopfschuss. Naja, und Louis hasst AJ, zumindest hat es dann Eindruck gemacht. Und Mitch scheint wohl auch nicht besonders gut auf AJ zu sprechen zu sein. Also,
Und auch auf Clementine nicht, weil die befürchten halt, Clementine bringt ihm bei, bringt einfach Leute um. Und das ist halt auch nicht der Fall. Ich meine, die haben, ach, ja klar, die haben auch ein paar sehr schwierige Kinder hier. Aber die wissen nicht, wie es ist, mit dem Kind auf der Straße unterwegs zu sein und dem zu versuchen, moralische Werte und Grundsätze und ethische Grundzüge beizubringen. Das ist eigentlich eine Herkulesaufgabe in so einer Welt. Und dass Clementine es überhaupt macht, finde ich eigentlich bewundernswert. Dass sie so Löwe-Mutter-Instinkte im Prinzip hat. Und ihren Lehrmeister war halt Lee. Und meiner Meinung nach war Lee ein großartiger Mensch. Also Lee war super zu Spieler. Ich hätte ihn auch liebend gern noch mehrere Staffeln von The Walking Dead gespielt. Aber so läuft das bei The Walking Dead nicht ab. So läuft's halt wirklich nicht. Da sterben die Leute halt, ach, sehr unerwartet, was auch der Reiz von der Serie meiner Meinung nach sehr stark ausmacht. Okay, hier haben wir jetzt keine optionale Gegenstände, darum ging es mal nochmal. Oh, 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 da ist aber noch Blut. Halt mal der Gaul, da ist es. I did that. Ja. Ich glaube, wir sollten nochmal drüber retten, oder? Ich finde, er kommt auch optisch sehr stark nach seiner Mutter, muss ich sagen. Die sah vom Gesicht her genauso aus. Ich habe jetzt da leider nicht mehr den Namen von ihr im Kopf, auch wenn es im Intro, glaube ich, nochmal gesagt wird, wie sie Käse hat. Aber mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Also, ich finde, er sieht eher optisch sehr ähnlich. Klar, Alvin war halt auch so ein kräftiger, dicke, gemütlicher Typ mit freundlichem Gesicht. Aber bei Carvers Gesichtszüge blitzen mal überhaupt nicht bei AJ durch. Aber wie gesagt, vielleicht vom Verhalter. Ich halte diese genetische Sache immer für relativ schwierig, dort damit zu argumentieren. Ja, das sind die Gene. Aber ja, ein bisschen was blitzt tatsächlich immer durch, auch wenn man seine Eltern oder Verwandte nie kennengelernt hat. Rest in Peace, Brody. Oh. Ja, und Rosie hat jetzt natürlich ihr Herrscher verloren. Oh, God. They're here. So what? Ach Gott. They knew Brody, didn't they? Yeah, but Marlon... Just leave them alone. Gut, Violet steht auf unserer Seite. Das ist gut. Clem? What? Why do people have funerals? Tin said they used to have them more. They died. But I don't get it. Well, to remember people we loved. They loved Marlon. Yeah, they did. She was real sweet. I made them all sad. Like if someone took you away. Does everyone get a funeral? People do. Some animals, too. Even monsters? Sagen wir es mal so. Even monsters. 10. You ready? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So, I drew it for you. Marlon was... I can't. Not for Marlon. After what he did to the twins and Brody, You didn't even like Brody. You were always mean to her. I can't. Someone else do it. Bitch. Dude, Alter. don't. Seriously, Lewis? He was your best friend. He wasn't perfect, but he deserved better than to get gunned down by that kid. They just Alter. killed him like it was nothing. We all saw it, and no one stopped him. I don't appreciate your tone, Mitch. Yeah? Well, I don't appreciate your kid murdering my friend. I know I'm a murderer. But I'm gonna, Atone. yeah, atone it. Fuck, I can't listen to this. What I did was bad, and I'm gonna make it up to you. I promise. You don't have to make up shit.
Marlon was a fucking murderer and a liar, and if we'd all asked more questions about Minnie and Sophie disappearing last year, none of this would have happened. Stimmt eigentlich auch wieder, ja. She's got a point. Shut up! It wasn't Marlon's fault. Then whose fault was it? Violet's right. You all share responsibility for what happened to Sophie and Minnie. Richtig. And to Brody. And what about Marlon? Who's responsible for that? Me. See what I mean? How can any of us trust these fucking people? What are you saying? I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. They stay or they leave. Today. Na gut, und damit hätte ich auch kein Problem. In so einer Gesellschaft lebt man lieber Are you nie. serious? It's bullshit. You're bullshit. What? You can't just kick us out. We brought you here. That means we can get rid of you too. That is fucked up. After all Marlon did... Two wrongs don't make a right. A vote's the only way to settle this, or we'll be arguing forever. Fine. I guess we're fucking voting. Louis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rosie. Come here, girl. No. Ach, so ein Archetyp vom sehr treue Could you Hund. guys go wait in the dorm? I'll come get you. Es tut schon fast weh, das zu sehen mit dem Hund. Och. Please don't kick us out. Come on, let's go. Auf der anderen Seite, ich persönlich jetzt auch okay, geh mal. Mit solchen Gestalten wollte ich nichts zu tun haben mehr. Okay, mal wieder Telltale präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment mal wieder der geilste Scheiß der Welt. Alter Falter. Also ich persönlich hätte gesagt, wir schnappen uns eventuell Violet und gehen mit ihr zusammen fort. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Clementine hat immer noch die Narbe am Kopf, die durch den Autounfall mit Kenny zustande gekommen ist. Gambling, lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut bei dem Lied. Das ist so genial und stimmungsvoll gemacht. Geil. Einfach nur geil. Okay. So. Ich würde aber auch sagen, ihr liebe Leute. Ich warte jetzt nochmal, wie es aussieht hier. Genau. Neue Szene. Das ist wieder was für übermorgen, weil unsere 20 Minuten sind wieder vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.